So da, Christi. Bevor es jetzt losgeht mit dem Fallout 4 Let's Play, einige kleine Vorworte dazu. Angefangen damit, dass ihr heute in dieser Episode, in der ersten, nur das Intro sehen werdet. Also die erste halbe Stunde vom Anfang, wo du halt in Hauptcharakter siehst, bis zur Flucht aus der Vault, wo du vom Lift ins Commonwealth kommst. Das wird halt die erste Episode sein. Mit Intro, mit allem, was dazugehört. So zusammengeschnitten auf meine Art und Weise. Ich habe ein bisschen einen eigenen Stil, aber bitte erwartet bei mir keinen hastigen, schnellen Schnitt. Ich bin da eher so ein bisschen der. Ich habe versucht, sagen wir mal so, die Atmosphäre beizubehalten. Ich habe zwar zweimal Musik unterlegt. Das zweite ist ein bisschen zynisch. Da bin ich etwas von Stephen King inspiriert, zugegebenermaßen. Wenn ihr das Intro findet, ist es in der Videobeschreibung verlinkt. Passend dazu natürlich. Und es ist in der Videobeschreibung auch verlinkt, wie ich zu der Idee gekommen bin mit Fallout 4. Das Video ist extra nochmal verlinkt in der Videobeschreibung. Wer sich nicht auskennt, um was es jetzt geht, spätestens dann, wenn dieses Let's Play auf dem Bildschirm erscheint bei euch oder auf YouTube aufploppt, werden sich Skyrim und Fallout 4 abwechseln, von Montag bis Samstag, jeweils 3 Folgen. Und was ich jetzt aber noch dazu sagen will, erwartet bitte keine meisterhafte Schnitttechnik. Ich lerne erst, ich probiere gerade erst meinen eigenen Stil zu finden, aus einem einfachen Grund. In knapp 5 Monaten oder 5,5 Monaten wird Cyberpunk 2077 released. Ich glaube zwar noch nicht dran, aber egal. Mir geht es um Folgendes. Cyberpunk 2077 werde ich auch spielen. Ich will es unbedingt spielen und ich lege große Hoffnung in dieses Spiel, dass es für mich persönlich das AAA-Genre noch rettet. Ich werde es aber nicht gleich anfangen. Absolut nicht. Circa 1,5 bis 2 Wochen später. Es wird ungefähr so ablaufen, wenn ich mich auf YouTube so umschaue. Ähm, Viele werden das Spiel nur streamen, werden da Streams ausschmeißen in Längen von 10 bis 12 Stunden und werden das Spiel im Stream durchzocken. Für viele Zuseher ist es dann gegessen und hin und her. Oder es wird so passieren, dass viele Let's Plays machen und durch die Hauptstory durchrushen. Ich für meinen Teil werde nach dem gehen, was ihr derzeit bei mir bei Skyrim seht und was ihr in Zukunft jetzt da bei Fallout 4 sehen werdet. Ich möchte viel eigene Arbeit drin investieren mit Intros. Ich möchte das zusammenschneiden. Ich möchte selber Musik unterlegen und. Und daher nehme ich mir dann auch die Freiheit und sage, dass wenn Cyberpunk bei mir kommt, dass ich es erst 14 Tage, 1,5 bis 14 Tage später auf den Kanal bringe. So, das war jetzt mal kurz und schmerzlos. Ich wünsche euch jetzt einmal viel Spaß mit den ersten 15 Minuten dieses Let's Plays. Die heutige Episode wird nicht so lang sein und ich werde vorerst einmal 2 Stunden, 2 bis 3 Stunden aufnehmen und dann mal schauen, wie es Feedback für euch ist. Ich werde zwischen einmal eine Feedback-Folge machen und daraufhin werde ich dann auf euer Feedback eingehen und den Rest werden wir dann im Laufe des Let's Plays oder beider Let's Plays sehen. Gell? Also dann, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche dir jetzt einmal viel Spaß und wenn es dir gefallen hat, hoffe ich, dass wir uns wiedersehen. Und ja, ich kann nur sagen, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, dass dir das gefallen wird, was du jetzt siehst. Also dann, danke fürs Zuschauen nochmal, bis zum nächsten Mal und
Papa. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Urgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Nach einem Stick. Ich sehe. Guten Morgen. Ich komme von Bornheim. Aber ich habe Familie. Wir passen da alle rein. Gefolgt von Blitzen, grellen Blitzen, Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Der Kontakt zu unserem Partnersender scheint abgebrochen zu sein. Wir haben... Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott!
Eine Minute später. Und wir Nein, wären alle... nein, denken Sie nur nicht daran. Sie sind jetzt in Sicherheit. Ist für Sie da. Einfach Alle hier entlang, neuen bitte. Bewohner gehen bitte Weiblich. geordnet weiter. Willkommen Hier entlang. zu Hause. Alles okay. Gehen Sie zum Tisch, nehmen Sie sich einen Anzug. Hier entlang, bitte. Sie brauchen Ihre Anzüge, bevor es weitergeht. Danke. Und was jetzt? Folgen Sie dem Arzt. Hier entlang. Er zeigt Ihnen, wo es hingeht. Also, Sie drei, Einfach folgen hier Sie mir. entlang. Siehst du? Das ist unser neues Hier wird Zuhause. es Ihnen gefallen. Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Er ist mein kleiner Held. Ich gehe nicht weit weg. Ich bin gleich da drüben. Da ist sie. Es folgt eine Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannen Sie sich. Zeit für ein ganz neues Leben. Bewohner sicher. Lebenszeichen normal. Vorgang abgeschlossen. In 5, 4, 3, 2, 1. Steuerung initiiert. Kälteschlag beendet. Das ist sie. Da. Mach sie auf. Ist vorbei? Was? Ich hoffe, alles wird gut. Komm her. Komm her, Baby. Ich nehme ihn. Lassen Sie den Jungen los. Ich sage Ihnen das nur einmal. Komm, mein Sohn, ey! Hol den Jungen nach Hause, das ist schön. Nehmen die Damen raus. Kälteschlafsequenz eingeleitet. Kryoanlage. Alle Wolken. Bereich unverzüglich verlassen. Komm schon. Es muss doch irgendwie aufgehen. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh Gott. Alle Vault-Bewohner müssen den Bereich. Ich finde den, der das getan hat. Und dann hole ich Sean zurück. Versprochen. Was ist hier passiert? Wo sind alle? Türentwicklungssequenz eingeleitet. Bitte zurücktreten.
bei Ihrer Rückkehr zur Oberfläche und danke, dass Sie sich für Vault-Tec entschieden haben.